Wir sind live auf Twitch, Freunde, hier in Dortmund. Hallöchen! Hier auf dem Padel Creator Cup in der Padel City in Dortmund. Und wir spielen tatsächlich heute den ersten deutschen Padel Creator Cup 2025 aus. Organisiert von Toro, Paulo Muck und Paul Frege. Es wird ganz fantastisch, Freunde. Und wir haben hochkarätiges Line-Up hier, die diesen Cup miteinander ausspielen. Und wir wollen natürlich auch direkt mal anfangen. Vorweg müsste man erwähnen, dass es hier ein Preisgeld von 5.000 €. Und dann wollen wir direkt mal anfangen. Wollen wir es reinlassen, oder? Wir fangen direkt an mit dem ersten Team. Adi Totoro und Iggy Stemmler! Jungs, seid ihr fit? Wie war die Vorbereitungszeit? Gestern extrem stressig. Wir waren zusammen auf Mallorca, haben dort 5 Tage gespielt. Bootcamp mit Andres. Wir sehen professionell aus. Ob wir professionell spielen werden, sehen wir dann. Aber ja. Schauen wir mal, was für Konkurrenz auf euch wartet, ne? Und zwar haben wir hier Team 2, Paul und Jontan. Jungs, seid ihr fit? Wie war die Vorbereitung? Wie funktionierte auch natürlich die internationale Zusammenarbeit zwischen Schweiz und Deutschland hier in diesem Team? I'm glad to be here. Very exciting and very good. Er ist sehr begeistert, er freut sich drauf. Dann kommen wir direkt zu Team 3 und normalerweise würde jetzt Paul Frege mit Steven Gätchen unterkommen. Er lässt sich entschuldigen, leider krank geworden. Steven, wir schicken liebe Grüße zu dir. Komm wieder schnell auf die Beine. Und ich stelle stattdessen vor, Paul Frege und Riel. Jetzt haben wir hier natürlich ein unfassbares Duo. War eigentlich geplant, Steven, als dein Teampartner. Jetzt schnell eingesprungen. Aus den Niederlanden, muss man sagen. Riel am Start. Würdest du sagen, das funktioniert trotzdem heute, auch ohne Vorbereitung? Ja, Riel ist der beste Spieler vom ganzen Turnier. Die anderen wollten eigentlich schon absagen, als sie gehört haben, dass er kommt. Erstmal noch gute Besserung an Steven. Schade, dass er nicht da ist, aber Riel ist extra aus Amsterdam losgefahren und übernimmt das. Und kommen direkt zu Team 4. Ja, jetzt bringen wir ein bisschen Malle-Flavor hier rein. Denn hier kommt niemand Geringeres als Stefan Gehrig und Marc Eggers. Ist das geil, oder? Ja. Direkt aus der Sonne, quasi aus dem Schoß des Pedalsports aus Spanien. Hier Marc Eggers und Stefan Gehrig. Seid ihr auch immer noch regelmäßig auf Malotze unterwegs, zwischen den Auftritten mal eine Runde Pedal spielen? Wie sieht's da aus? Ich bin auf Malotze unterwegs im Megapark, genau. Da habe ich noch kein Pedalnetz gefunden, aber es ist, glaube ich, auch eine gute Vorbereitung gewesen. Und jetzt haben wir noch ganz besonderes Duo für euch auf Lager. Direkt aus der Elbflorenz aus Dresden. Die 2 wunderbaren, jungen, gut aussehenden Typen von 01099, Gustav und Zachi. Geil, dass ihr hier mit am Start seid. Ihr kommt gerade frisch aus der Festival-Season, ne? War richtig Alarm bei euch. Wie geht's da mit der Vorbereitung? Habt ihr da mal zwischendurch Zeit, mal ein bisschen zu daddeln, Pedal zu spielen? Wie sind bei euch die Erfahrungsskills, was das angeht? Ja, wir haben uns nochmal 2 Tage vorm Turnier ein bisschen Zeit genommen dafür. Schön, dass ihr hier seid. Und zwar haben wir hier Finn und Carlos. Der MSV und Miami Hand in Hand hier auf dem Paddlecourt. Seid ihr ein eingespieltes Team? Spielt ihr regelmäßig? Nee, ich spiele jetzt zum 4. Mal Paddle. Wir haben tatsächlich kein einziges Mal zusammen trainiert. Doch gestern eine halbe Stunde, aber das muss reichen. Ich denke, ihr werdet trotzdem sehr, sehr weit kommen. Ich habe hier schon Großes gehört aus diesem Team. Team 7, meine kleinen Schatzis. Niemand Geringeres als Judy Pohl und Freddy. Freunde, wie ist es? Seid ihr fit für heute? Jubel! Freddy ist angeschlagen, ich bin fit. Und dann kommen wir gleich auch schon zum letzten Team. Ja? Bisschen internationaler wird's hier nochmal. Luxemburg und die Schweiz Hand in Hand hier auf dem Paddlecourt. Let's go, good Maelo! Ты, любимая, знаю, не спишь.
Das ist große Prominenz hier auf dem Paddlecourt. Wie war bei euch die Vorbereitung? Natürlich aufgrund von geografischer Distanz. Du lebst auf Madeira, du natürlich in der Schweiz. Wie habt ihr das kommunikativ innerhalb des Teams geregelt? Ich bin extra nach Luxemburg gereist die letzten 2 Tage und habe Intensivtraining gemacht. In Luxemburg. Habt ihr in Luxemburg schon Paddlecourts? Wir haben zweimal 2 Stunden trainiert, das war's. Das muss reichen für heute. Also, wir spielen erstmal eine Gruppenphase von 12 Spielen. Dort spielen wir Best of 3. Danach geht es in eine K.O.-Phase. Wollen wir direkt ins erste Match reingehen? Dann bitte ich einmal hier auf den Platz Adi und Niki gegen Paul und Jontan. Viel Spaß! Schönes Spiel. Das erste Spiel zwischen Adi und Niki gegen Jontan und Paul. Ist schlecht. Ist aus. Wir haben es gesehen, in dem Fall Punkt verloren. Der Ball muss aufkommen, wie wir es hier sehen. Dann kann er ans Glas und weitergespielt werden. Boah, stark verteidigt von Niki Stemmler. Wow, und starke Vibora von Adi Totoro. Wir haben hier schon Satzball. Die Frage kam gerade im Chat schon auf, wie lang das ein Spiel immer geht. Die Jungs spielen Best of 3. Das heißt, sie müssen 2 Sätze, in dem Fall Tiebreaks. Ein Tiebreak geht bis 7 Punkte. Gewinnen. Und wir haben hier schon Satzball und einen Schmetterball. Und den haut er raus, der Adi. Schön, Den haut er raus. Porträts. Hier, schau mal an. So, und jetzt die Chance, bei eigenem Aufschlag sich den Satzball zu holen. Ob der so gewollt war, weiß ich nicht. Aber ganz. Boah, Jontan läuft da ganz rüber. Und Adi überlegt in die Ecke gelegt. Ganz clever. 6:5 für Adi und Niki. Adi Totoro an der Grundlinie. El Queso. Schöner Return. Gut mit Scheibe von Paul. Oh, macht sich da lang. Das ist richtig gut. Also, Team Weiß vorne am Netz. Und der ist im Aus. Das ist 1 zu viel. Adi und Niki gewinnen das erste Match des Tages. Als nächstes Match hätten wir in dem Falle Gustav und Zachi gegen Finn und Carlos. Die Jungs stehen schon bereit und dann lasst uns direkt reinstarten. Das ist sehr, sehr selten. Ein Doppelfehler zum Satzverlust. Bitter aus Sicht von Gustav und Zachi. Ein Doppelfehler haben wir schon. Ich glaube, wir werden noch einige sehen heute. Boah, starker Return. Mach genauso stark weiter. Was willst du gegen den Typen gerade ausrichten? Finn spielt hier locker, fröhlich auf. Es steht 6-4. Schön platzierter Lob. Da war nicht viel Platz zwischen Scheibe und Ball, da jetzt aber trotzdem. Damit ist es. Geschichte steht fest. Finn und Carlos holen hier dann am Ende doch deutlich ihr erstes Spiel. Und jetzt wird es richtig interessant, denn mit Finn haben wir gerade einen großen Contender gesehen und meiner Meinung nach kommt jetzt der nächste große Contender. Stefan Gehrig spielt zusammen mit Mark Eggers gegen Julie und Freddy. Jetzt Stefan 4:2 vorne mit Mark. Ich habe gesehen, Mark hat auch sehr viel trainiert. Die haben eine Ballmaschine auf Mallorca. Hoppala, okay. Und jetzt hier schöner Lob. Parada. Boah, Stefan ist am Start. Halli. Stefan Gehrig. 5 Matchbälle für Stefan und Mark, um ihr erstes Spiel zu gewinnen gegen Julie und Freddy. Simon schreibt gerade, Ironman hat Stefan Gehrig auch geschafft, obwohl es alle nicht geglaubt haben. So, und da muss ich sagen, Simon, du hast verdammt recht. Wenn ich es einem wünsche, dann ist es Stefan und der Ball ist im Aus. Marc und Stefan gewinnen ihr erstes Match. Und wer ist da jetzt auf dem Platz? Paul Frege, aber da Obacht. ja, die Schuhe, ne? Also, es ist jetzt nicht unbedingt Paddel- oder Tennisschuhe. Da sehen wir hier bei seinem holländischen Partner schon fortgeschritteneres Schuhwerk. Kommt hier rein mit Schmackes. Backhand Volley. Der Junge hat Bock, aber richtig. Und jetzt? Jawohl. Und Maelo hinterher. Gitter rettet. Bellt den Ball im Spiel. Was für ein Ballwechsel! Paul Frege mit der Ankündigung. 6-2. Holen sie sich direkt. Paul wieder über den zweiten. Aber das macht ja nichts. Oh, da war er mit dem Kopf näher am Glas. Ja, Hugo musste aufpassen. Erster damit ist es Satz. durch. Genau, geht's an Paul und Giel. Mini-Break vor wieder für Paul und Giel. Den hat er, den hat er, den hat er. Ja, es geht munter weiter. Smash auf. Eine gute Reaktion. Giel jetzt. Oh, der bringt den zu kurz, zu einfach da ans Netz auf den Schläger von Maelo.
Der kann aber auch nicht wirklich verwandeln. Wie rettet Giel den? Das weiß er selber gar nicht, mit einer holländischen Pirouette noch. Sehr unkonventionell, aber es funktioniert. Paul bleibt ruhig, gut von Paul. Der ist drin und Giel mit dem entscheidenden Ball. Paul und Giel gewinnen ihr erstes Match gegen Hugo und Maelo. Und jetzt fangen wir gleich mit der zweiten Runde an. Schwieriges Match. Adi und Niki Stemmler gegen Juli und Freddy. Wie war euer erstes Spiel für dich? War gut, ich war echt todnervös. Irgendwie, wenn man da steht, ist wirklich nochmal 180 Grad anders. Das ist crazy. Super Return von Niki. Oh, der kommt vielleicht. Ja, der fällt noch rein. Jetzt Bajada de Pared von Adi. Schön gefühlvoll über die Scheibe von Juli. Jetzt kommen sie aber so langsam besser ins Spiel rein. Oh, schade. Schöner Ballwechsel. Wieder gejinxt. Dafür gibt es jetzt den Matchball für Adi und Niki. Fragen wir ihn gleich mit dem Postwitz-Interview. Die wichtigen Fragen am Tag stellt übrigens Vicky Kurz. Entschuldigung. Und der zweite Returnfehler hintereinander von Juli. 2:0 gewinnen Adi und Niki. Ihr zweites Spiel. Damit haben Adrian und Niki 2 Siege. Heißt für uns 4 neu auf dem Feld. Gustav und Zachi gegen Paul und Riel. Die stehen auch schon alle bereit. Der zweite dann aber dennoch gut platziert und das hinterher. Gustav rettet der. Der ist doch drin. Was für ein Reflex von Gustav. Das. Schöner Volley von Paul. Und der ist im Aus. Ganz, ganz stark gespielt von Paul Frege. Zuerst der Ball ans Gitter. Die Sensationstat von Gustav. Das war der erste Satz für Paul und Giel. 6:3. Und das heißt 3 Matchbälle für Paul und Giel. Paul, der steht da vorne schon am Lauern. Die haben sich gepackt. Der ist perfekt, der war gut, der war gut. Victoria und ich haben hier die perfekte Sicht und das ist das 6:6. Guter Return von Paul. Der fällt noch rein. Und der geht ins Netz. Der bleibt hängen. Paul und Giel gewinnen ihr zweites Match. Aber Gustav und Zachi haben sich super geschlagen. Was für ein Match. So, wir haben einmal den Fast-Nationalspieler Stefan mit Marc. Und auf der anderen Seite sollen wir ihn einfach Rafael Nadal nennen mit Jontan. Rafa des Paddels. Ja, Rafa ist da. Rafa! Fuego on the court. Aber jetzt Satz bald gegen. Oh, die goldene Mitte. Die goldene Mitte. Super Aufschlag von Paul, aber der Return noch besser von Stefan Gehrig. Der erste Satz geht an Marc und Stefan. 6:6. Jetzt geht's wieder bis 8. Fieser Aufschlag. Schau dir das an. Und damit haben wir den Satzball. Und Jontan juckt sie überhaupt nicht. Kurzer Stolperer, der kommt jetzt sauber rüber. Der ist drin, der ist drin. Der ist perfekt. Und jetzt. Und das ist der Satz für Paul und Jontan. 1:1. Aber jetzt zeigen sich die großen Paddelspieler. Beim Stand von 1:1 und 6:6. So, und das Momentum hat sich komplett gedreht. 2 Punkte Vorsprung. Also, egal wer den Punkt macht, hat einen Matchball. Der kommt noch von Paul. Ist das der Finale? Den holt er noch. Was für ein Ballwechsel. Sensationell. Gut gemacht. Und da ist das Aufschlag Match. war ganz knapp. Und damit gewinnen Paul und Jontan. Die drehen das Spiel. Im zweiten Satz hatten wir schon Matchbälle für Stefan und Marc. Nein, stattdessen ziehen sie es im dritten. Was für ein spannendes Match. Glückwunsch an Paul und Jontan. Ja, und jetzt sehen wir 2 der besten Spieler, meiner Meinung nach, mit Finn und Maelo. Johnny steht hier Ihr habt gerade noch ein paar fragt, Matches. ob es okay Ihr war. habt ja noch ein paar Matches. Es wird immer besser. Ja. Die Aufschläge waren sehr gut. Jetzt haben Was wir ist hier das mal für ein Spiel. Ballwechsel Was hier für ein gerade Ballwechsel? noch durch Jetzt die noch der Beine? Tweener hinterher oder was? Nein, der bleibt aus. So, und das ist das Da war dein Partner 6:2 sehr optimistisch, dass ihr das gewinnt. Finn und Ja, Carlos. guck. Dann das geht's aber heißt, hopp. wir haben die Satzbälle Ja. für Finn und Carlos. Aber stark gespielt von Finn und Carlos. Die holen jetzt den ersten Satz damit. Aufschlag Hugo. Er muss dann schnell seine Seite zumachen gehen. Longline ist alles frei und genau dahin spielt nämlich Carlos auch. Den nimmt Finn vor die Füße. Carlos zieht drauf, den hat aber Maelo noch. Ans Gitter, Hugo hat den. Also diese Volley-Technik. Oh, von was für Finn. ein Punkt. 2:0 für Finn und Carlos. Und Stefan und Marc spielen jetzt gegen
Adi und Niki Stemmler. Also ein richtiges Kracherspiel. Aber viel Konjunktiv. Schauen wir lieber auf das, was passiert. Ach, Stefan ist jetzt angekommen. Super Gefühl jetzt bei dem Return. Gut von Marc. Auch der würde reinfallen. In höchster Der fällt Not. noch rein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut gemacht da von Niki. Was für ein Ballwechsel sehen wir hier gerade. Niki nochmal über die Scheibe. Der wird zu lang. Sensationell. Die Satzbälle für Adi und Niki. Und sie nutzen den gleich den ersten. Guter Aufschlag von Nikolaus Stemmler. Niki Stemmler mit dem ersten Aufschlag. Der kommt von rechts immer. Danach fängt der erste immer von links an. Was für ein Return von Marc. Aber Adi mit der Antwort. El Gesso. Damit haben wir den nächsten Matchball zum Gruppensieg für Adi und Niki. Schön ausgeguckt, der Lob. Aber kein Problem für Stefan. Den hat Stefan. Hat er nicht. Hat er nicht. So schnell kann es dann gehen. Und das ist der Sieg für Adi und Niki, die damit alle ihre Spiele in der Gruppenphase gewinnen. Und ich glaube, beide brauchen den Sieg jetzt unbedingt. Aber hallo. Ja, Alep schreibt gerade, Paddle ist for real übel geil. Genauso ist es. Genauso ist es. Schön verteidigt von Maelo. Und er setzt direkt Der nach. ist perfekt, gefühlvoll. Und der nächste Satzball für Hugo und Maelo. Den wird sich Maelo nehmen. Der ist noch drin. Guter Ball. Und der geht ans der Gas. Ist zu weit. Und damit ist es der erste Satz für Hugo und Maelo. 1:0. Hugo. Guter Ball. Atmet nochmal durch. Starker Return von Sachi. Und der ist drin, knapp drin. Maelo spielt safe. Und jetzt, der geht an der die Scheibe. geht raus. Und das ist das Spiel für Hugo und Maelo. Krass. So, jetzt aber wichtiges Spiel. Johnny und Paolo Muck. Das letzte in meiner Gruppe gegen Julie und Fredison. Und damit die Satzbälle für Paul und Jonzan. Und der Satz. Ja, sie hatten ein bisschen Startschwierigkeiten im ersten Spiel, hatten natürlich auch Adi auf der anderen Seite. Aber jetzt laufen sie hier gerade durch. Ja, und das ist zu einfach. Juli ärgert sich da auch vollkommen zurecht. Ob die noch. Stefan, wie war's? Wir reden gleich. Ja? Wir reden gleich. Stefan steht hier mit Tipps. In der Zwischenzeit ist das Spiel hier aber schon vorbei mit einem klaren 2:0. Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum letzten Gruppenspiel. Das Game gehört uns. Ekelhafter Aufschlag. Die Reaktion, das Gleiche. Sind wir schon soweit? 6:0. Also so der Paul sieht gar nicht mehr so glücklich aus. Da lacht er gar nicht mehr. Paul zieht das Longsleeve-Shirt wieder an. Damit lief es besser. Gut platzierter Lob. Brutaler Return von Finn. Doppelglas. Gut verteidigt von Gil Schade. 7:0. Durch Marsch hier, durch den ersten Satz. Das Da war gab's nicht viel deutlich. zu holen. Den pfeffert er wieder, ja klar. Und der Heel, aber schöner Einsatz. Kommt da fast dran. Fast ist nicht gut genug. Der 5. Doppelfehler heute schon. Finn reiht sich da ein in diesem prominenten Club. Und das war's. Aber in noch einen prominenteren. Wieder Sieg. Wieder für Finn und Carlos. Freunde, das war die Gruppenphase. Also wir sind jetzt mit dem ersten Teil des ganzen Prozederes durch. Daniel, komm, ich brauche noch mal deine Expertise. So, du als Nationalspieler, wie bewertest du denn hier das Niveau in der ersten Gruppenphase hier? Ganz gut eigentlich. Wir haben ja Jungs dabei, die haben wirklich noch nicht häufig gespielt, aber man sieht, die Ansätze sind da. Die Regelkunde war perfekt. Jeder weiß, wie es geht. Gute Ballwechsel. Ich bin zufrieden. Ich bin gespannt auf die Halbfinals. Ich denke, wir kriegen packende Matches. Pass auf, wir gehen mal da hinten, haben wir das ganze Teilnehmerfeld, ja? Großen Teil davon da hinten sitzen und wir holen mal ein paar O-Töne rein, ne? Wir quatschen mal ein bisschen. Jungs, wie sieht's aus hier an der Front? Komm, ich setz mich mal. Marc, wie lief's heute für dich? Ja, Stevie macht das super. Hat er dich ein bisschen im Rucksack heute? Ja, also er muss mich im Rucksack haben, aber es bringt sehr viel Spaß. Also man kann es wirklich nur sagen, es ist, glaube ich, ganz gut ausgeglichen, so bis jetzt. Und
also ich finde, dieser Sport ist einfach so geil. Wir haben jetzt ein bisschen auf Malle gezockt und ich muss sagen, das ist so einfach geil. Eine neue Liebe ist entfacht. Man muss wirklich mal Danke sagen an Red Bull, die das Ganze hier auch mitgeplant haben, dass es überhaupt finanziert werden kann und auf die Beine gestellt werden kann. Deshalb Kuss ans gesamte Red Bull-Team, ans ganze Team von Plus One, die da jetzt, glaube ich, mehrere Monate daran gearbeitet haben. Das ist auch ein Court, die haben hier einen Boden. Ja, Applaus. Danke. Komm. Kann man mal machen. Und auch Grüße an José, den Scheibenputzer, der immer guckt, dass die Scheiben clean sind, weil ansonsten kann man das nicht filmen. José ist wieder fit. Jetzt geht's weiter. Komm. Alter. Paul, von dir auch nochmal ein kleines Wort zum Turnier. Wie läuft's für dich? Jetzt als Team? Im Allgemeinen als Veranstalter, vielleicht auch aus Teamperspektive. Richtig, richtig geil. Wir sind super in der Zeit. Publikum hat Bock. Wir haben alle Bock. Wir haben richtig gutes Niveau. Das hätte ich niemals gedacht. Also gibt hier echt ein paar Überraschungen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber Hugo, echt krass. Freddy auch Überraschung und für uns als Team läuft es auch sehr gut. Freunde, ich habe es gerade von der Regie aufs Ohr bekommen. Wir kommen gleich schon zum ersten Viertelfinale. Also unser kleines Päuschen ist gleich schon rum. Spielen wir gleich 4 Viertelfinals, dann geht's ins Halbfinale, dann ins Finale. Und das erste Match werden bestreiten Adi und Niki gegen Gustav von Zachy. Das wird eine richtig spannende Runde. Pre-Game-Talk. Ja, man muss gucken, dass man die Bälle halt einfach reinspielt, ne? Auch von der Wand, dass man sicher spielt, das ist ganz klar. Niki und ich haben uns mehrere Wochen darauf vorbereitet. Wir merken halt, wir sind da, müssen aber gucken, dass wir die Fehler reduzieren. Und dann kann das heute was werden. Erste Gefühle schon fürs Viertelfinale, gut vorbereitet. Wie stehen Sie? Ich bin super aufgeregt. Ehrlich, bist du aufgeregt? Ich will unbedingt gewinnen. Das ist so fies, wir sind Erster geworden. Und jetzt gegen den 4. Das ist immer schon so heikel. Es kann alles passieren, Chat. Ronny, jetzt natürlich als nächstes Matchup gegen Niki und Adi. Gerade schon erwähnt worden als absolute Favoriten. Was ist da für ein Gefühl? Seht ihr eure Chancen eher, seid ihr beeindruckt davon? Auch von dem, was ihr bisher gesehen habt? Oder sagt ihr, selbstsicher gehen wir rein, die hauen wir weg? Also wir sind der Underdog, aber wir ziehen das. Ich glaube, wir kommen jetzt über die Mentalität. Ja, was sehen wir jetzt hier? Die Viertelfinals gehen los. Da ein kleines Format. Eine kleine Änderung im Format. Es wird jetzt immer ein Satz gespielt. Heißt, wer als erstes 6 Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale ein, gewinnt 3 Sätze. Ach, okay. So, wir spielen jetzt hier ab dem Viertelfinale einen Satz. Wer zuerst 6 hat. Starker Ball von Adi. Aber Zachy auch. Was für eine Antwort. Machen Sie den Punkt jetzt. Haben Sie auch den 3. Punkt, oder? Genau. Das 3. Spiel sagt man dann. Das genau. 3. Spiel. Geiler Ball von Adi, fies ans Gitter gelegt. Aber auch gut verteidigt da wieder von Gustav. Und perfekt von Adi. Damit Spiel und 3:0. Schöner Aufschlag. Super Return von Adi. Der fällt noch rein von Gustav. Stark. Übers Glas zurückgespielt. Geiler Ballwechsel jetzt der beiden Teams. Schön von Adi. Schade. Gustav, schade. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, es kommt ein neues Album von 1999. So, jetzt ist raus, aber ein neues Album kommt. Perfekte Zusammenfassung. Ja, Paul hat zusammengefasst. Niki Stemmler und Adi Totoro ziehen ins Halbfinale ein mit 6:0 über Gustav von Zachy. Was war das Schwierige an den 1999 Jungs, die zu handeln? Die haben immer gesungen während dem Spielen, ihre neuen Songs. Und da konnte ich mich nicht konzentrieren. Nee, Zachy ist einfach groß und den kann man nicht locken. Der läuft dann immer zurück und macht so, ui. Ich hab mich mit Zachy zusammen warm gemacht. Ich hatte so Schiss. Ich dachte, wir gingen jetzt voll aufs Maul. Aber im Game, also Adi muss man auch echt sagen, Adi hat echt geil trainiert. Der Typ haut so brutale Bälle immer rein. Was ist die Nachanalyse nach diesem Spiel für euch? Also ich glaube, wir waren deutlich zu aufgeregt, warum auch immer. Aber das ist echt eine neue Situation, sportlich irgendwie Größe zu zeigen und dann mit so guten Gegnern auch. Naja, aber nächstes Mal. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Organisieren. Sehr, sehr geil, dass ihr hier wart, dass ihr hier dabei seid. Wir kommen auch gleich schon zum zweiten Viertelfinale. Und zwar spielen hier Paulo Muck und Jontan gegen Maelo und Let's Hugo. Nicht der perfekte Griff, oder? Wenn man es so beobachtet, so weit oben. Nee, eigentlich nicht. Aber auch wenn wir mal Elo anschauen, da sehen wir schon, der Griff ist eher tennismäßig. Ja, das war das 1:0. Der berührt das Gitter, damit ist er aus und wir haben ein 1:1. Maelo und Hugo und der beim Aus.
Ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt gibt es das Break. Und der war aus, sagt Daniel Lingen. Ja, und damit ist es das Break. Das Thema steile These. Jetzt erstmal wieder Vorteil Hugo Maelo. Der wird unangenehm. Ja, der wird Trifft ganz das schwer. Nach. Wie bitter kann es sein? Und es ist das 4:1. Boah, was ein Volley. Ganz starker Volley von Paulo Muck zum Spiel. 4:2. 30-40. Team Weiß beide nach wie vor auf Hugo. Tal. Es funktioniert. Oh ja. Es funktioniert. Toller Volley von Jontan. Und back im Game sind sie. Und 2 Breakbälle. Oh, Und das da ist ist das es. Break. Er hat's auf dem Schläger. 5:3. Oh, mal wieder Maelo an der Grundlinie. Und das ist es. Entschieden. Maelo und Hugo mit der Sensation kicken Paulo Muck und Jontan raus und ziehen ins Halbfinale ein. Gratulation. Wirklich geiles Match, sehr, sehr intensives Match, muss man ja sagen. Leider am Ende für euch Schluss im Viertelfinale. Keine Worte dazu. Also erstmal muss ich sagen, dass Hugo absolute Überraschung ist. Hätte ich niemals gedacht. Crazy gut. Richtig gut. Da war es ausgeglichen und hat unfassbar viel Spaß gemacht. So soll es sein. Und kann man verdient ausscheiden? Ja, wir sind verdient ausgeschieden, glaube ich, weil wir zu viele Fehler gemacht haben. Was sind jetzt so die nächsten Pläne? Wie geht's weiter? Die nächsten Pläne sind Halbfinale. Aber Halbfinale und dann ins Finale? Aber erstmal noch Paul und Jontan haben ultra gut gespielt. Ja, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Wir starten auch gleich schon direkt ins nächste Viertelfinale rein und dort treffen unser Holländer Giel mit Paul Frege im Team auf Stefan und Marc Eggers. Ein richtig, richtig heißes Match erwartet euch. Seid gespannt. Viertelfinale 3 und ab geht's. Wir haben einen Breakball. Erster im Netz. Paul fährt full die Taktik. Erster Aufschlag full. Und zweiter dann. Ist es eine gute Taktik, was würdest du sagen? Auf dem Niveau auf jeden Fall, weil wir haben es bei Maelo gesehen. Maelos Aufschlagspiele, glaube ich, gefühlt immer stark von Marc da reingegangen und der ist im Aus. Gut gespielt von Marc. Und das sehr, sehr Rebreak. Gut. Guter Aufschlag. Der Marc ist extrem groß und kann diese Bälle holen. Unforced Error jetzt von Stefan, der ist ärgerlich. 2:1 Break vor wieder für Giel und Paul Frege. Und damit die Möglichkeit zum Rebreak für Stefan und Marc. Wow, ist das spannend jetzt. Warte mal, haben wir bis jetzt nur Breaks in diesem Satz oder bin ich dumm? Gefühlt ist und hier es nur ist Break. es. 2:2. Komm jetzt drauf. Der Sitz von Marc. Paul kommt noch ran, aber da ist Gut, auch Stefan, wieder guter Ball von Stefan. Mit dem Überblick. Den hat Paul Ist noch. das eine gute Partie? Was hier für ein gerade? Ballwechsel. Marc belohnt sich. Boah. Und ist das krass? Das kann tatsächlich bei Giel immer sein, Chat. Guter Schöner Lob Lob. von Stefan. Einmal der Giel wechselt die Seite und jetzt. Schöne Was Bachada ein von Ball Stefan von Gehring Stefan. zum Break. Weil, glaube ich, auch viele Leute zugucken, die neu sind. Es ist oft besser, wenn du ein bisschen langsamer spielst und der Ball dann an der Scheibe stirbt, weil du den dann nicht mehr zurückspielen kannst. Paul ist jetzt wirklich überall zu Ja. finden. Giel Und jetzt schießt Giel. ihn ab Das zum nächste Break. Joshua, den Adler, El Arila. Und jetzt, by the way, 40-0 für Giel und Paul. Die haben gerade Momentum und wollen hier ausgleichen. Und dann der Unforced Error. 4:4. Boah, Marc liegt da auch gefährlich, duckt sich nicht weg. Geiler Ball von Paul. Oh, da steht Giel erwischt falsch. Erwischt ihn genau da, wo er ihn erwischen will, auf seinen Füßen. Und damit das 5:4. Oder es geht in Der ist Einstand. weg. Der ist weg. Und man hat es bei Paul gehört. Der wollte den gewinnen. 5:5. Giel. Aufschlag Stefan Gehring, der ist gut. Was ist das für ein Hammeraufschlag? Aber gut verteidigt. Triel zur Stelle. Stefan. Stefan berührt den Stefan zweimal. hat den berührt vorher schon. Und das ist das Break, Break für Paul und für Giel. Paul und Giel. Also wir zählen mit, weil beim Ja. Tablet ist gerade die Bildschirmsperre reingegangen. Die Chance. Stefan zieht durch. Paul hat den. Paul. Den Marc, spielt Stefan er. Und legt den ihn spielt er rein. clever. Und das ist das Break für Stefan und Marc zum 6:6. Wir gehen ins Wir gehen rein. Tiebreak zum ersten Mal. Ist das krass. Wir gehen rein. Tiebreak fürs Halbfinale. Matchball zum Einzug ins Der ist Halbfinale.
Und der ist haut den Ball raus! Was ist denn jetzt hier los? Por Cuatro haut er den raus. Ein Matchball. Was Und für ein der Aufschlag! 6 zu 6. Es ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Und jetzt das Momentum komplett auf der Seite von Marc und Stefan. Chat, das geht nicht. Das geht nicht. Sneaky? Komm. Chance. Oder geht drauf. Er riskiert es und wird belohnt. Was sind das hier gerade Wir für gehen Punkte? von 2 Matchbällen von Paul zu 2 Matchbällen für Stefan und Marc. So, und jetzt soll einer noch mal im Chat schreiben, Paddel ist nicht geil entspannt. Der Matchball für Stefan und Marc. Und der ist im Aus! Weit. Stefan und Marc drehen die Partie. Was für ein Ende zu so einem Spiel. 7-6 nach Tiebreak heißt es am Ende für Stefan und Marc. Unfassbar. Stehen im Halbfinale gegen Adi und Niki. Was ein Wahnsinnsmatch haben wir hier gesehen. Da kann man nochmal Applaus für geben hier für dieses Match. Unfassbar. Unfassbar. Also knapper geht's ja wohl nicht. Was sind die Gefühle gerade nach diesem Match? Wir sind unfassbar glücklich. Es war ein geiles Turnier für uns. Wir haben wieder erwarten das ein oder andere Spiel gemacht und jetzt sogar noch spannend gemacht. Unser erklärtes Ziel war Halbfinale. Sind wir jetzt knapp dran vorbei, aber die Jungs haben auch gut gespielt und ich bin ganz stolz auf Riel, der gestern spontan eingesprungen ist und sich hier auf den Platz stellt und sich das Herz aus der Seele rennt oder wie man das sagt und Riel richtig geil gemacht. Und auch Glückwunsch natürlich an Marc und Stefan gegen euch. Immer gut. Wir haben schon viele Matches auf Mallorca gehabt. Und ja, heute habt ihr gewonnen. Beim nächsten Mal kommen wir wieder nach Mallorca und dann gucken wir mal. Wir freuen uns einfach und wie gesagt, Riel geil gemacht, dafür so spontan einzuspringen. Grandios und ja. Ja, danke euch für das geile Match, ey. Riel, wir sind stark am Glas. Das sind unsere Stärken, Brudi. Und wir haben tatsächlich noch ein 4. Viertelfinale und zwar Julie und Freddy gegen Finn und Carlos. Und die Vicky kennen, wissen, sie ist nicht der größte Fan davon, aber es macht es einfach spannend. Und es ist auch ein bisschen besser für den Underdog. Juli greift dahin, kommt aber nicht ran. Damit ist es entschiedene Sache. Doch noch irgendwie über die Bühne gebracht. 1-0 Finn Carlos. Gut, erst auf dem falschen Fuß, dann macht er trotzdem den Umweg auf die richtige Seite. Und jetzt wird es einfach nur ein Smash-Spektakel. Finn, volle Kanne gegen Freddy Skin. Entschuldigen sich natürlich. Durch die Mitte. Hat er eine schöne Lücke gesehen, aber macht nicht viel draus. Freddy versucht's mit der Brechstange gegens Glas. Der war aber von oben angesetzt, nicht von unten. Entsprechend 4-0. Also Messi hätte ihn gemacht. Oh, Ansage von Vicky, die nächste. 5-0. Also ich als Gegner würde ich sagen, er nervt mich am Netz. Und damit ist es schon soweit. Durchmarsch für Finn und Carlos 6-0. Kurz und schmerzlos. Stimmen danach. Wie ist es? Wie war's? Geil. Also ich sag, 6-0 klingt zwar immer sehr deutlich, aber es war viel über 30 beide, 30-15. Also ihr wart dran. Er hätte 1-2 Spiele auf jeden Fall verdient gehabt. Wie habt ihr das Turnier für euch wahrgenommen? Ja, wir sind ein bisschen unkonzentriert reingestartet und haben das dann ein bisschen konzentrierter beendet, aber es hat im Endeffekt genauso wenig gebracht. Deswegen, ja, ein bisschen schade, aber sehr geiles Turnier und wir wünschen den Teams, die noch drin sind, sehr viel Erfolg. Adi, wie ist die Stimmung? Bist du bereit fürs Halbfinale? Boah, ich glaube, jetzt wird's krass. Ich habe Respekt vor Stefan und Marc. Ich habe vorher das Spiel kommentiert. Es war insane zum Gucken. Es hat so Bock gemacht. Aber wir müssen jetzt auch gegen die gewinnen. Niki, wie ist bei dir? Du bist eigentlich schon wieder relativ calm, ne, muss man sagen. Ja, ich mache mich gerade so ein bisschen warm noch. Ich merke irgendwie so immer wieder Pause ist heftig. Aber es ist schon krass. Also Vorteil ist, die haben eigentlich keine Kondition mehr. Nach dem 6-6 mit Tiebreak gerade. Aber auf der anderen Seite ist Nachteil, die sind auf einem absolut mentalen High. Wie sind jetzt die Regeln ab dem Halbfinale? Also wie spielen wir jetzt? Gut, also wir spielen ganz normal wie gerade im Viertelfinale Einsatz mit Vorteil, aber wir sind jetzt ein bisschen professionell unterwegs. Wir haben gerade beim Aufschlag so ein bisschen die Augen zugedrückt, sage ich mal. Wir wollen jetzt die richtigen Regeln an den Tag legen. Deshalb, es darf nicht passieren, dass wir den Ball im Feld aufprallen lassen. Das ist ein Fehler. Was auch nicht erlaubt ist, wenn wir mit dem Fuß auf der Linie stehen. Ja? Das heißt, bevor ich den Ball treffe, wenn ich da auf der Linie stehe oder im Feld oder der Ball da bounced, ist das immer ein Aufschlagfehler. Der Ball muss hinter der Linie springen und die Füße müssen auch hinter der Linie bleiben. Ja? Das heißt, ich mache den Aufschlag. Ja, nachdem ich den Ball getroffen habe, darf ich auch
ins Feld laufen. Ich bin streng jetzt am Rand. Wenn ich das sehe, ist es ein Fehler. Zweiter Aufschlag. Da wünsche ich euch viel Spaß beim ersten Halbfinale hier auf dem Pedal Creator Cup aus Dortmund. Und ab geht's. Ich gehe weiter. Wir haben schon gesagt, wir wechseln uns ein fürs Finale. Ja, jedenfalls. Doppelfehler. Ich habe hier übrigens noch einen Ehrengast. Adam Wolke, melde dich. Paulo Mucken. Aber nur einmal, er macht nur seine eigene. Nur bei seinen. Ja. Ich habe extra Doppelfehler gemacht. Ich dachte, du wusstest Ja, ist ein unfassbar gutes Niveau, weil das wird ein interessantes Spiel auf der einen Seite. Genauso spannend oder wird noch spannender. Ich habe das eben schon gesehen, wie die auch gekämpft haben, wie sie nur an den letzten Punkten immer bei den Matchballen hin und her gegangen sind. Das ist geil. Oh, der Lob gut platziert, schön über Niki drüber und er übernimmt wieder auf der rechten Seite. Boah, das war ein schönes Ding von Adi, aber Eggers ist auch am Netz da, ne? Ja, und die Taktik, die sie da ein bisschen geändert haben, dass Stefan läuft. Aber noch besser verteidigt und Marc hinterher. Ui. Also ich sag euch ehrlich, Riel und ich haben Marc Eggers und Stefan Gehrig warm gespielt. Bianca schreibt Logo. Gute Defense. Oh, kriegt da noch irgendwie Material dazwischen, aber zu unkontrolliert. Stefan stand aber auch schon gut. Schreibt Ja, ich glaube, gut platziert, schön reingekommen. Und Stefan. Der bleibt hängen. Hinter der Netzkante. Nächster Breakball zum 3:3. Stefan jetzt auch. Guter Ball von Stefan, genau. 3:3. Holen sich direkt das Rebreak. Einer der wenigen. Der war gut platziert. Übers- Lässt da Stefan laufen. Der kommt wieder von zurück. Stefan. Was ist Marc hier wollte los? den Ball schon berühren. Stefan Gehrig macht den Punkt. Wahnsinn mit dem Trickshot. Heieiei. Marc, lass die So Finger endet. weg. Hardy auf Stefan. Und das gehört auch dazu. Schmuckstück. 4-4. So, 2 Spielbälle für Stefan und Marc zum 5:4. Boah, wieder ein Schöner Ball von Wahnsinnsball. Stefan. Also, 5:4. wir spielen das Ding hier bis 1 Uhr morgens durch. Oh, schöner Slice-Match. Und drauf das Ding. Boah, jetzt wird hier einer aufgezaubert. Boah, wie verteidigt Niki, das ist aber auch sensationell. Die sind mir so nah am Kopf immer vorbei, diese Bälle. Wow, was ein Ballwechsel. Meine Güte, das Ding ist immer noch heiß. Und Stefan Gehrig macht den Punkt. Was für ein Ballwechsel. Eggers auch wieder da. Ui. Was? Ja. Oh. Oh. Und der ist sensationell von Adi. Was für ein Ballwechsel. Marc blockt alles am Netz und der Breakball jetzt. Macht den Lob, guter Lob. Und Marc ist schon wieder zur Stelle. Wahnsinn, was Marc auch da. Wow. Niki gräbt alles aus. Zum Break. Also man muss... Unfassbar. Die Schweizer Käsereibe. Oh, der wäre schon fast geflogen. Und jetzt versucht Adi zu finishen, aber Stefan Gehrig ist da und legt den hinten rein, aber Adi zu Tor, aber Marc Eggers haut das Ding hoch, meine Güte. Nein! Ui. Nein! Oh, Was nicht ein verloren. Ballwechsel. Dann spielt er sein bestes Paddel. Steckt den Sand nicht in den Kopf. Ja, genau so. Weitermachen. Und Niki Jetzt wieder Marc. auf Marc und der verbeugt. Oh Und das nein. war's. Und das Aber was war's. ein Kampf. Clap in den Chat für beide Mannschaften. Das war ein ganz Klatsch. tolles Halbfinale. Adi Herzlichen und Niki. Glückwunsch an Adi und Niki. Schaut euch mal an. Unfassbar intensives Match. Glückwunsch an euch Jungs im Finale. Erstmal Glückwunsch an die. Das war so ein unfassbar geiles Spiel. Habt ihr noch ein paar letzte Worte zu eurem Ausscheiden hier aus dem Turnier? Ich bedanke mich bei Stevie. Der gute Mann hat wirklich echt ganz schön Gas geben müssen die letzte Woche. Also wir haben gedacht, eine Woche vor fangen wir mal an zu trainieren. Und Stevie hat die Ballmaschine ausgepackt, hat versucht, alles aus mir rauszuholen. Danke, weil ich hatte unfassbar viel Spaß, selbst wenn wir hier nicht ins Finale gekommen sind. Das war, glaube ich, ein Riesenerfolg. Ich kann mich nur entschuldigen, dass ich ein bisschen reingeschissen habe, aber es war mir eine große Ehre, mit dir zu spielen. Absolut geiler Spieler. Es war geil, gegen die beiden Gastgeber hier auch das ganze Ding zu machen. Wir sind froh, dass wir dabei waren. Solche Sportarten braucht's, solche Events braucht's. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich gleich extrem aufs Finale. Freunde, aber vorweg gehen wir natürlich noch ins Halbfinale. Und da haben wir auch ein richtig geiles Matchup am Start. Hugo und Maelo gegen Finn und Carlos. Es geht richtig, richtig heiß her. Hier brennen gleich die Bälle. Und ich schau mal rüber
Da sich die Daumen oben, können wir gleich eigentlich direkt mal weitergeben an die Kommentatoren. Noch ein bisschen Stimmung hier. Kommt! Und wir gehen in Halbfinale 2. Können es Maelo und Hugo schaffen, gegen Finn und Carlos die Riesenüberraschung zu machen und ins Finale einzuziehen? Konzentrieren, 2, 3 Stufen hochfahren. Und hallihallo, das ist Halbfinale. Und wo wir davon sprechen. Feliz Navidad. Danke für diesen Ball, Hugo, sagt Finn. Regalito, würde man im Spanischen beim Paddel sagen. Ein kleines Geschenk. Die Returns sind so gut. Aber Hugo ist auch so am Hasseln, belohnt sich da nicht selbst. Aufschlag wieder durch die Mitte. Maelo kann da gut reagieren. Und packt jetzt auch mal einen aus. Aber Carlos ist auch da dazwischen. Gitter Roulette sagt nein, sagt 5-0. Und der ist weg. Das erste Spiel für Maelo und Hugo. Sie sind auf dem Scoreboard. 3 Matchbälle zum Einzug ins Finale. Oh, den geht er jetzt leicht langsam an. Und damit steht's fest. Die nächste Finalpaarung heißt Finn und Carlos. Was sind eure letzten Worte vor Ausscheiden in diesem Turnier? Hugo hat sich geisteskrank gesteigert und er ist besser geworden, übers Turnier hinweg. Jetzt im Ende war ein bisschen gebrochen, aber ich sag, gut gespielt. Jetzt trefft ihr gleich auf Niki und Adi im großen Finale. Und was ist jetzt die Taktik fürs nächste Match? Ich glaube, dass es ein ganz anderes Spiel wird, weil vom Spielerischen her, Hugo und Maelo haben es echt gut gemacht, haben mir aber viel zu viele Smash gegeben und dadurch haben wir halt super viele freie Punkte gehabt. Aber ich glaube, dass wir die jetzt nicht bekommen. Also taktisch werden die beiden ganz anders spielen und darum wird es, glaube ich, auch ein schwieriges Spiel. Bei Paddle ist auch viel Taktik, finde ich. Und man kann gut ein Spiel auch rausnehmen. Darum glaube ich, wird's nicht einfach. Kommt noch mal zu mir. Hier vor diesem großen Finale beim Paddle Creator Cup. Noch mal einen großen Applaus für die Finalisten hier einmal. Jungs, konntet ihr eine kleine Pause, hattet ihr eine kleine Verschnaufpause jetzt vor diesem großen Finale? Seid ihr fit? Seid ihr bereit? Wir haben unfassbar Bock, sind heiß und ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Jetzt ist der Druck da. Adi, du als hier Oberveranstalter, King of Currywurst, einer des 3 Gestirns, was sagst du? Ja, Finn, das sind die Favoriten, das sind mit Abstand die Besten. Die müssen das Ding gewinnen. Die haben so viel Druck jetzt, die sind so nervös. Wir sind richtig entspannt. Und dann wollen wir noch nicht lang fackeln und ich gebe das Finale frei. Auf geht's! Ja, keine Chance für Adi. Daumen geht nach oben. Wunderbares Aufschlagspiel. Und Carlos zu stark. Chat, gebt uns eure Meinung mit. Wir sind sehr gespannt. Oh, Lob auf Lob. Und der nächste, der ist aber zu kurz. Adi mit dem Fake. Oh, und das ist schön. Von Niki. An Finn vorbei. Besser besetzt könnte man nicht sein fürs Finale. Und 1:1 für Carlos. Finn. Adi probiert es schon wieder. Diesmal funktioniert es. Übers Glas. Oh, mit Netzkante. Bitter, 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 bitter. Aus Sicht von Adi und Finn. Oh, Carlos gewinnt das Duell gegen Niki Stemmler. Und das ist das 3:1 für Finn und Carlos. Den hat er berührt. Und Niki berührt den Ball. Niki Stemmler, was ist da los? Oh, es funktioniert. 4:1 Ansage Finn Carlos. Aber es reicht einfach nicht. Auch der fällt noch rein. Adi jetzt auf rechts. Wie tut er sich da? Verteidigt soweit gut, animiert, vorne ans Netz zu gehen. Finn im Paul-Frege-Modus, rennt überall rum. Der Ball auf Carlos Netzroller. Oh, was ein Ballwechsel. Verdient.
ganz entscheidender Punkt. Oh, und das ist Break. Da ist das Break. Und was für eins. 5-1. Für Adi und Niki. Und da zieht Adi durch und schießt Finn ab zum Break und zu 5:2. So ist es. Das Longline-Duell der beiden wieder. Niki wechselt auf Finn. Der kommt noch. Dobbs rein. Die lässt Finn dann Den laufen. hat Finn aber Wie der noch. das verteidigt. Ball bleibt drin, Gitter rettet. Was für ein Punkt jetzt. Es geht fröhlich weiter. Der Ball passt auch noch. Carlos mit dem Lob. Und Adi mit dem Und Dortmund brennt jetzt hier in Paddle City. Wow. Ja, dann nur ein. Jetzt haut Finn drauf und jetzt lohnt sich das Risiko. Den vierten Championship Ball. Paddle Creator Cup 2025 Ball. Bei Aufschlag Finn. Der Aufschlag ist aus. Er muss über den zweiten. Und wir wissen, Finn hat schon den einen oder anderen Doppelfehler. 4 waren es schon insgesamt. Aber jetzt wird sachte. Gute Ausgangslage für Finn. Den hat Damit Niki. steht es fest. Finn und Carlos gewinnen den Paddle Creator Cup 2025. Was für ein Kampf im Finale. Mehrere Tournament Points abgewehrt. Aber am Ende setzen sich Finn und Carlos durch, die den Darts Cup nicht geholt haben und jetzt die Revenge sich holen beim Paddle. Gratulation. Was war das für ein Finale? Ich habe so scheiße gezittert. Ne? Finn smasht jeden Ball, aber ich finde, wir haben geil gekämpft. Gratulation an Finn und Carlos, die haben es verdient. Extrem gut gespielt, so viel Druck gemacht. Wir hätten den letzten Ball haben können, aber naja, wir haben ein geiles Comeback gemacht schon im Spiel. Das Ende war so bitter. Wenn ich da bin und den nur so, pup, und dann sind wir nochmal im Einstand. Aber ja, so ist es. Aber ihr seid Finn auch und Carlos echt einfach verdient gewonnen. Ihr aber seid die auch waren in den brutal. krassen Modus gegangen. Ne? Ich habe auf einmal Schläge von dir gelesen. Ey, Was war bei alle, dir? alle waren im Modus. Völlig Alle waren im Modus. Völlig verrückt. Das hat schon geschmeckt. Ist das krass, Digga. Unsagbar krasses Level. Ich möchte, dass sich alle mal bitte erheben. Alle erheben sich für die Champions. Die Sieger des ersten Paddle Creator Cups in diesem Jahr 2025 hier in Dortmund. Hier sind für euch eure Winner des Abends, Finn und Carlos! An dieser Stelle war es das vom Paddle Creator Cup 2025. Es ist Zeit, sich zu bedanken. Erstmal vielen Dank an das absolut geile Publikum. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr da wart und so Gas gegeben habt. Dann natürlich ganz fettes Dankeschön an all unsere Teilnehmer, die teilweise wirklich von weit hergekommen sind. Ob es Berlin ist, aus Holland oder auch Mallorca. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank an Red Bull, die das Event gesponsert haben und möglich gemacht haben. Vielen Dank erstmal an Red Bull, die das Ganze finanziert haben. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Einmal Applaus für Red Bull. Ja, Red Bull, go! Vielen, vielen Dank an Paddle City, die uns hier die Halle zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, ja, unsere Hauptcourts in ganz Deutschland, die bekommt ihr für ganze 2 Tage. Vielen, vielen Dank. Applaus an Paddle City. Immer schön Applaus. Vielen Dank an Barbola. Ohne Barbola hätten wir keine Schläger und ich würde nicht so fresh aussehen. Vielen Dank an Barbola. Vielen Dank an Vicky fürs Kommentieren. Vielen Dank an Amma fürs Kommentieren und vielen Dank für Andres ans Kommentieren. Die 3 haben jetzt gefühlt 10 Stunden durchkommentiert. Einmal Applaus für die 3. Danke natürlich an José, der Beste. Geil, dass du heute da warst. José, ja! Und natürlich auch danke, fettes Danke an David, der hier alle Fotos gemacht hat. Henke, der beste Moderator Deutschlands mit der schönsten Hose. Vielen Dank, dass du auch mit dabei warst.
Und das allerletzte ist noch Dankeschön an unser Management Plus One. Die haben die letzten 2-3 Monate richtig viel gearbeitet, wenig geschlafen. Es ist sehr anstrengend, solche Events zu machen, planen, keine Ahnung was. Plus One, Franzi, vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Am 4.1. sehen wir uns wieder zum Darts Creator Cup 2026. Darts Creator Cup und Paul wird verlieren. Paul wird nicht gewinnen. Ihr werdet nicht gewinnen. Und ihr werdet auch nicht gewinnen. Tschüss, vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.